4 Tage. Das ist alles, was noch zwischen heute und dem Ablauf des Iran-USA-Waffenstillstands bleibt. Am 23. April 2026 um Mitternacht läuft das Abkommen ab, das Pakistan am 8. April zwischen Washington und Teheran vermittelt hat. Das Abkommen, das den schlimmsten Energieschock der Geschichte vorübergehend eingefroren hat. Wenn es ausläuft ohne Verlängerung, ohne neuen Deal, öffnet die Straße von Hormuz sich nicht mehr. Die 138 Tanker, die täglich passierten, bleiben weiter weg. Die Gasspeicher Deutschlands, jetzt bei 30% Kapazität, füllen sich nicht mehr. Die 17 Cent Mineralölsteuersenkung von März hinfällig. Was in den nächsten 96 Stunden entschieden wird, beeinflusst direkt ihren Benzinpreis, ihre Heizkosten diesen Winter und Deutschlands Wirtschaftswachstum für das restliche Jahr 2026. Und bis heute gibt es keine Einigung. Kein Datum für neue Gespräche, kein verlängerter Waffenstillstand, nur Andeutungen, Gerüchte und Trumps vage Prognose. Schauen Sie, was in der nächsten Woche passiert. Sie werden beeindruckt sein. Wir zeigen Ihnen heute, was tatsächlich kommen kann. Was wir heute analysieren, existiert in dieser Form in keiner westlichen Berichterstattung. 4 Szenarien, echte Zahlen, direkte Konsequenzen für Deutschland. Abonniere Deutschland spricht und aktiviere die Benachrichtigungen, bevor der nächste Schock ohne Vorwarnung kommt. Fakten zuerst, Analyse danach. These: Dieser Waffenstillstand ist nicht gescheitert. Er steht auf der Kippe. Das ist der gefährlichste Zustand. Beginnen wir mit dem Stand der Dinge. Das Islamabad-Gespräch vom 11. und 12. April war das erste direkte hochrangige Treffen zwischen den USA und Iran seit der Islamischen Revolution 1979, 21 Stunden Verhandlung. Dann kein Ergebnis. Vance trat vor die Kameras und sagte: Die Iraner haben nicht genug angeboten. Er verließ Islamabad, ohne einen nächsten Termin zu vereinbaren. Iran reagierte. Außenminister Aragacı schrieb auf X, die USA hätten Maximalismus, verschobene Tore und Blockade gezeigt. Der Parlamentssprecher Ghalibaf sagte, Iran sei kurz vor einer Einigung gewesen und Vance Pressekonferenz habe alles gesprengt. Axios berichtet auf Basis zweier US-Beamter. Die Iraner glaubten am Sonntagmorgen kurz vor einer ersten Vereinbarung zu stehen. Dann war der Vizepräsident weg. Was war der Streitpunkt? 2 Forderungen, nach Angaben von NBC News-Quellen. Erstens: Die USA verlangen ein 20-jähriges Moratorium auf iranische Urananreicherung. Iran hat 5 Jahre angeboten, der Unterschied 15 Jahre. Zweitens: Die USA fordern die vollständige Entfernung von hoch angereichertem Uran aus dem Iran. 460 Kilogramm davon lagern derzeit IM Land genug für 11 Atombomben. Iran hat stattdessen ein überwachtes Abwärtsmischen angeboten. Das bedeutet, das Material bleibt am Land, wird aber auf niedrigere Anreicherungsgrade verdünnt. Washington sagt, das löst das Problem nicht. Iran könnte es einfach wieder anreichern. Teheran sagt, vollständige Entfernung ist ein Angriff auf nationale Souveränität. Die Türkei versucht zu vermitteln. Erdogan sagte dieser Tage, er ist hoffnungsvoll. Pakistans Premierminister Sharif reist durch Saudi-Arabien, Katar und die Türkei. Pakistans Militärchef Munir war in Teheran. Bloomberg meldet, beide Seiten erwägen eine Verlängerung um 2 Wochen, aber nichts ist formell vereinbart. Eine US-Quelle gegenüber Axios formulierte so: Die Details sind kompliziert, das schafft man nicht in 2 Tagen. Was Sie jetzt gleich erfahren, werden die 4 Szenarien und ihre genauen wirtschaftlichen Konsequenzen für Deutschland. These: Die Szenarien sind klar, ihre Wahrscheinlichkeiten noch nicht. Das ist das eigentliche Problem. Bedingungen: Beide Seiten vereinbaren stillschweigend oder offiziell eine weitere Waffenruhe von 2 bis 4 Wochen. Keine neuen Punkte vereinbart, nur mehr Zeit. Was spricht dafür? Bloomberg berichtet, beide Seiten erwägen eine Verlängerung. Trump sagte, Iran will dringend einen Deal. Das Weiße Haus sagte, die Gespräche sind produktiv. Irans Wirtschaft ist unter extremem Druck, die Inflation überschritt 40% schon vor Kriegsbeginn. Seit Kriegsbeginn hat Iran täglich 140 Millionen Dollar Öleinnahmen durch die US-Blockade verloren. Irans Zentralbank hat die größte Banknote der Geschichte ausgegeben, 10 Millionen Rial.
Brotpreise stiegen seit März 2025 um 140%. Öl und Fette plus 219%. Iran hat kein Geld, sie sind pleite, wir wissen es. Und sie wissen, dass wir es wissen, sagte ein US-Beamter gegenüber Axios. Was spricht dagegen? Der iranische Parlamentssprecher erklärte, Iran werde keiner Verlängerung zustimmen, wenn Hormuz-Kontrolle nicht eingeschlossen ist. Iran hat intern erklärt, die USA können das Abkommen nicht ohne Gegenleistung verlängern. Für Deutschland. Brent bleibt um 90 bis 95 $. Benzinpreise stabilisieren sich knapp unter 2 €. Gasspeicherbefüllung beginnt langsam. Märzpaket hält vorerst. Aber die Krise ist nicht gelöst, nur aufgeschoben. Bedingungen. Beide Seiten verständigen sich auf ein Rahmenabkommen, Grundprinzipien, keine Details. Waffenstillstand wird verlängert, Hormuz öffnet teilweise. Vollständige Detailverhandlungen beginnen. Was spricht dafür? Axios berichtet, US-Beamte sagten, Fortschritte wurden am Dienstag erzielt. Vance sagte, er fühle sich sehr gut über den Verhandlungsstand. Trump deutete an, Iran habe Dinge zugestimmt, die es vor 2 Monaten noch abgelehnt hat. Der türkische Außenminister Fidan sagte, eine 45- bis 60-tägige Waffenstillstandsverlängerung sei denkbar. Was spricht dagegen? Frameworks ohne Details können zerfallen. Das JCPOA hat 20 Monate Verhandlung gebraucht. Ein Framework ist keine Sicherheit. Für Deutschland. Brent fällt auf 80 bis 85 $. Benzinpreise nähern sich 80 €. Gasspeicherbefüllung beginnt regulär. EZB senkt Inflationsprognose leicht. DAX steigt. IFO-Wachstumsprognose erholt sich von 0,6 auf 0,8 bis 1%. Bedingungen: Waffenstillstand endet am 21. April. Keine neuen Luftangriffe, aber Blockade bleibt. Iran sperrt Hormuz wieder vollständig. Tankerverkehr fällt auf 0. Ölpreis springt auf 110 bis 130 $. Was spricht dafür? Iran hat klar signalisiert, dass eine Verlängerung ohne politische Zugeständnisse nicht möglich sei. Die IRGC hat erklärt, jedes US-Marineschiff, das sich der Straße nähert, sei eine Verletzung des Waffenstillstands. Ohne eine formale Verlängerung tritt automatisch der Konfliktmodus wieder in Kraft. Was spricht dagegen? Beide Seiten wissen, dass eine vollständige Eskalation für sie teurer wäre. Trump braucht eine Geschichte für die Midterms im November. Iran braucht Öleinnahmen. Für Deutschland. Brent steigt auf 110 bis 130 $. Benzin nähert sich 22 € trotz Steuersenkung. Gasspeicherbefüllung kollabiert. EZB hebt Inflationsprognose weiter an. Deutsches Wachstum nähert sich 0. März steht vor teurerem Notpaket, aber woher kommt die Finanzierung? Bedingungen. Keine Verlängerung, keine Gespräche. Luftangriffe beginnen erneut. Iran droht Häfen in der gesamten Golfregion zu treffen. Bab el-Mandeb wird zusätzlich gesperrt. Was spricht dafür? Trump hat öffentlich erwogen, alle Brücken und Kraftwerke Irans in einer Stunde zu zerstören. Netanyahu hat signalisiert, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet. CENTCOM, die Truppen rüsten nach bereit, wenn nötig. Was spricht dagegen? Das wäre für alle Seiten katastrophal. Selbst Trump-Berater warnen, ein Krieg ohne Endedatum hilft niemandem vor den Midterms. Für Deutschland, Brent springt über 150 $. Benzinrationierung nicht ausgeschlossen. Kerosinmangel, Fluggäste sollten damit rechnen, dass internationale Verbindungen eingeschränkt werden. BASF, ThyssenKrupp, Siemens, Investitionseinfrierungen. Deutschland gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine technische Rezession, Stagflation. These: Es geht nicht nur um Benzin. 3 Ketten verbinden Hormuz direkt mit dem deutschen Alltag. Deutschlands Gasbeschaffung für den Winter 2026/27 beginnt jetzt. April, Mai, Juni sind die entscheidenden Füllmonate. Europas Gasspeicher stehen bei 30% nach einem harten Winter. Wenn Hormuz geschlossen bleibt, kann Katar seine LNG-Anlagen nicht vollständig hochfahren. IEA: Bereits jetzt fehlen täglich über 2 Milliarden Kubikmeter LNG. Von Dresden bis Düsseldorf. Ein unvollständig gefüllter Gasspeicher im Herbst bedeutet höhere Gaspreise im Winter. Der Effekt tritt nicht sofort, sondern am Oktober, November ein, wenn der Verbraucher es am deutlichsten spürt.
EZB hat die Inflationsprognose für 2026 bereits auf 2,6% angehoben. Jeder neue Ölpreisanstieg treibt Transport, Lebensmittelproduktion. EZB kann die Zinsen nicht senken, obwohl das Wachstum darauf wartet. Das Stagflationsrisiko steigt. Deutschlands Exportwirtschaft leidet doppelt. Durch hohe Energiekosten und durch schwächere Nachfrage in Handelspartnern, die ebenfalls unter Energiedruck stehen. IFO hat Wachstum auf 0,6% gesenkt. Jede weitere Eskalation drückt diese Zahl Richtung 0. Kurz zusammengefasst: Verlängerung ohne Deal. Almania bezahlt weiter teuer, aber übersteht 2026. Framework-Einigung, Benzinpreise fallen, Wachstum erholt sich. Waffenstillstand bricht kein neuer Krieg. Deutschland zahlt viel. Vollständige Eskalation. Deutschland zahlt alles. Die Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu 100%. Kein Szenario ist ausgeschlossen und keines ist sicher. In 4 Tagen wissen wir mehr. Wenn Trump am 21. April tatsächlich einen Deal ankündigt, werden wir es als Erste analysieren, was er enthält, was er verschweigt und warum das für ihre Heizkosten und ihre Altersvorsorge zählt. Wenn der Waffenstillstand ohne Verlängerung ausläuft, werden wir die Konsequenzen in Echtzeit aufzeigen, bevor die Mainstream-Medien aufgeholt haben. Was glauben Sie? Wird Trump bis zum 21. April einen Deal erreichen? Schreiben Sie es in die Kommentare. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie jetzt 2 weitere Tiefenanalysen. Klicken Sie jetzt. Abonnieren Sie Deutschland spricht. Bleiben Sie wachsam. Fakten zuerst, Analyse danach. Das ist Deutschland spricht.